Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Kassettenschmatz am 23.04. Professioneller wird die Ankündigung wahrscheinlich nicht mehr, als sie heute war. Schön an alle, die schon warten, weil ich habe gesehen, der Warteraum geht über. Und das Wichtigste vorweg, falls halt irgendjemand, wahrscheinlich sitzen die Scheine wieder mal ultra locker, falls es irgendjemand vorhat, halt keine Spenden, ich möchte mir gleich wieder Trailer anschauen und irgend so ein Schwanz, werden sie wieder beschweren, weil wir einen Trailer angeschaut haben, wird das dann wieder melden, dann wird das Geld wieder einbehalten und von YouTube kassiert oder was weiß ich, wohin das die Kohle kommt, ich krieg's nicht. Also schauen wir uns halt Trailer und spenden wir das nächste Mal, falls irgendjemand locker sitzende Schäkel hat. Wer hat da Hallo geschrieben? Ich muss ein bisschen husten und verrotzen und vielleicht ein Nirsen, weil ich bin nämlich bekennender Allergiker. Krawallmaus, schönen guten Tag und der Sauschwurfgesaude ist am Start. Das ist schön, das ist schön. Schön, dass du da seid schon mal. Für euch gibt es jetzt gleich einmal das beliebte Intro. Hallo, ihr Play druckt. Headset. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Wie immer, zauberhaft, zauberhaft. Schaut's mir an, ich hab nicht mehr Kappe heute auf. Noch brennt die Hütte hier noch nicht vor eskalierenden Kommentaren, weil ich keine Kappe nicht auf habe. Aber man dachte, solange ich vorne noch einigermaßen volles Haar habe, kann ich das auch mal in die Kamera halten. Weil hinten wird es eh schon, aber ich zeige euch das jetzt nicht. Nein, das zeige ich euch nur live. Platten wird nur live gezeigt. Was gibt es heute für Neuigkeiten? Nicht viel. Ich habe nur ein Zettelchen, wieder mal oldschool mit Hand geschrieben, damit ich irgendwie die ganzen Papiere verwerte, die rumliegen. Ich möchte sie nicht einfach wegschmeißen. Gell? Weil alles hat noch seinen Sinn irgendwie. Aber viele Neuigkeiten sind es gar nicht. Deswegen können wir heute ein Triple Unboxing machen, nämlich mit Two Legends One Piece. Das ist wieder von dem OP08. Ich habe leider kein anderes mehr gekriegt diesmal. Und zwar mit Boglermann, da geht nochmal ein riesiges Danke an den Bartigen raus, den Bartigen, der hat uns ja da noch eins geschenkt gehabt. Einmal diese Reisegefährtin, schon wieder schillert, und stürmische Funken. Die drei machen wir am Ende noch auf, da es ja sonst nicht viel zu tun gibt heute. Weil Hollywood relativ faul ist. Der Seppi ist auch nicht dabei, aber ich habe gleich mal vorweg gedacht, hau ich diese Spiele-News ein, denn heute ist der neuer Trailer rausgekommen zu Ghost of Yotai mit dem offiziellen Datum, wann es erscheint, und am 2. Oktober ist es soweit, da darf wieder ordentlich geschnetzelt werden in Japan. Aktuell geht ja das auch bei Assassin's Creed, aber wir wollen es ja qualitativ hochwertigst haben, und das verspricht uns in dem Fall wieder Ghost of Yotai. Ich bin jetzt erst mit Ghost of Tsushima fertig geworden und ja, hätte es gern jetzt gleich schon da, aber ich habe noch genug Material, das mir an der Konsole hält, bis Ghost of Yotai rauskommt. Ansonsten war es mit den Gaming News. Es geht, glaube ich, weiter. Das war jetzt eigentlich eine News. Jetzt warte ich mir noch ein bisschen, ob vielleicht der Dragon Cry noch kommt, weil der Dragon Cry ist ja einer, der gern spät kommt. Das ist nämlich eine News für ihn. Was haben wir hier denn noch? Pacific Rim geht endlich, mal gucken, weiter, denn es ist ja schon länger im Gespräch, dass man da eine Serie macht, und jetzt hat man sich anscheinend mit Amazon dazu geeinigt, die Serie da auf diese Plattform zu bringen. Bin ich mal gespannt, weil der zweite Teil hat auch Uprising geheißen, kann es sein, der war für mich schon gar nicht mehr so toll. Und dann gibt es ja noch diesen Anime, glaube ich, auf Netflix, in so einem hässlichen CGI-Anime, hat mir auch nicht gefallen. Also, vielleicht gefällt uns ja das dann wieder. Mal gucken, was mit der Serie dann auf Netflix machen. Radionaut 2, erste Teil war Bombe, eine geile Samara Weaving mit abgeranzten Hochzeitskleid und dann in Chucks. Und Samara Weaving, wisst ihr wir sind ja Viva la Movolution ein riesiger Samara Weaving-Fanclub. Geht immer, diese Frau, ist im Sequel auch wieder dabei mit der Catherine Newton, den Nestor Carbonell, keine Ahnung, ob man ihn so ausspricht, ich weiß jetzt auch nicht, wer das ist, David Cronenberg und Sean Hattosi, da weiß ich auch nicht, ob man so ausspricht, und ich weiß auch wieder nicht, wer das ist. Am wichtigsten für mich persönlich ist aber, dass diesmal die Sarah Michelle Gellar und der Elijah Wood auch noch mitspielen. Das finde ich ziemlich geil, die zwei mag ich jetzt sehr gerne.
Ich hätte ja gern gezeigt, wie die anderen 2, 3 Schauspieler da ausschauen und wo die noch mitgespielt haben, haben wir gedacht, das kann man eigentlich miteinander live auf IMDb machen. Dann gab es aber einen Humanity-Check, in dem ich nachweisen musste, dass ich keine Maschine bin und schaut's mir an, Leute, das ist eine ganz klare Sache, oder? Den Check bestehe ich auf alle Fälle nicht. Zudem habe ich mir gedacht, leck mich doch IMDb, seit wann muss ich das bei dir machen? Bist nicht ganz dicht. Drum, kennst du selber noch schon auf IMDb. Wer ist dieser Sean Hattusi und Nestor Carbonara? Hätte schon Bock auf Carbonara. Naja, jetzt gibt es keine Carbonara, leider. Was haben wir da? Jetzt ist gerade eine E-Mail aufgeploppt. Ach, das ist ja genau für. Warum auch immer kriege ich hier Werbung von live, wenn wir hier da sind, von ice.de. Kostenlos ein neuer Satisfier für Orgasmen mit Tiefgang. Krawallmaus, du hörst zu, gell? Hier. Steht aber nicht mehr dabei. Es heißt einfach nur Satisfier Deep Kiss. Aha. Kissed like never before. Falls es interessiert, ich kann dir die Mail weiterleiten oder du gehst selber auf ice.de. Wahrscheinlich hast du doch eher einen Account. Du lüsterndes Weizstück. Wer schreibt denn hier nur alles? Was ist denn eigentlich bei meinem Ding hier los? Mein Chat hängt komplett. Da schreiben die ganze Zeit leider einer und ich kriege überhaupt nichts mit. Hein ohne Kappel, was ist denn da los? Habe ich vorher schon erklärt. Ach, Bier Wild ist jetzt auch da. Blablabla. Never Raven, schönen guten Tag. Der ist überbewertet, sagt sie. Also, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Also nicht bei mir. Oder? Habe ich den hier mal hergenommen? Am Nippel habe ich mir vielleicht bei Druck gehängt. Ich weiß es nicht. Anderes Thema. Geht kein sauber so. Wenigstens ist der Drancry wirklich noch nicht da. Nicht, dass ich das vorher gesagt hätte, dass wir auf den warten. Und dabei sitzt er schon da und ist voll einsam und traurig, weil ich das ignoriere, dass er da drinnen sitzt. Wir haben übrigens auch einen Geburtstag. 20 Jahre YouTube. Fast auf den Tag genau. Im Februar ist es ja gegründet worden und da wir uns ja hier jetzt auf YouTube drauf haben, haben wir gedacht, kann man das einen Kassettenschmerz wieder einnehmen? Vor 20 Jahren im Februar ist YouTube gegründet worden, aber das erste Video ist am 23.04.2005 hochgeladen worden von einem der Gründer und nennt sich Me at the Zoo. Steht da vor ein paar so Elefanten und sagt, dass die cool sind, weil die große Rüssel haben oder so. Ja, muss man mal gesehen haben. Kann aber, obwohl es das erste Video auf YouTube ist, leider nicht den Platz 1 mit den meisten Klicks für sich beanspruchen. Ich glaube, es ist irgendwo bei zwischen 300 und 400 Millionen Aufrufen. Naja, Pech gehabt. Nicht einmal der Gründer schafft es, dass er richtig berühmt wird mit einem YouTube-Video. Aber wenn wir es nicht schaffen, warum soll es dann der schaffen? Star Wars, es gab ja wieder einen großen Star Wars Celebration Day mit coole Neuankündigungen. Die coolste vorweg, die coolste für mich ist, dass der Darth Maul sein eigenes Show kriegt. Bisschen traurig, dass es gerade eine animierte Serie wird, aber sei es drum, die sind ja bisher auch sehr hochwertig produziert worden und die Serie heißt Maul Shadow Lord. Da freuen wir uns doch schon mal. Dann haben wir auch die ersten Beutel gesehen, so The Mandalorian und Grogu, der ja dann nächstes Jahr im Mai auf die Leinwand kommt. Und den Sean Levy, sein Film hat eigentlich einen Titel, der heißt nämlich Star Wars Starfighter und soll am 28.05.2027 in die Kinos kommen. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, entweder 10 Jahre vor oder nach der Skywalker oder nach der Rey Skywalker-Saga spielen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, irgendwo ist da, aber es soll auf alle Fälle ein Standalone-Film werden, was ich schon mal sehr willkommen heiße. Und er hat auch gesagt, er hat keinen Bock, dass er sich da irgendwo einreiht, sondern nämlich sein eigenes Ding machen. Finde ich cool. Was auch cool ist, dass der Ding dabei mitspielt. Wie heißt der? Ja, ich wieder um Namen. Vom letzten Blade Runner. Ach, leck mich, dann fällt es mir nicht ein. Aber zum Glück sitzt beim Computer und können wir. Ryan Gosling! Ha, ist mir nur eingefallen. Leck mich, Leute, ich brauche kein Google. Ich bin Google. Ryan Gosling, der ist da dabei, finde ich cool. Habe ich Bock drauf. Ja, der liebe Drancry kommt leider nicht rechtzeitig hier rein. Drum jetzt noch die Ankündigung eben Wednesday Staffel 2 hat jetzt auch seinen Trailer gekriegt, in dem dann auch die Release-Daten drinnen sind. Daten deswegen, weil die Staffel auf 2 Teile gesplittet wird. Part 1 startet am 6. August auf Netflix und Part 2 dann am 3. September. Soll ja diesmal ein bisschen düsterer werden. Ein bisschen ernster, wegen weg von dem Teenie-Gedöns, das da die auch für sehr gut empfinden, weil mir nämlich dieses Teenie-Gedöns zu viel war. Aha. Und jetzt können wir auch schon rüberschwenken zu
Trailer, denn kurz bevor ich eingeschalten habe hier, bin ich vollgas überrascht worden mit dem Trailer zu Predator Badlands, dem neuen Predator-Film vom Dan Trachtenberg, der ja auch schon mit Prey zu begeistern gewusst hat. Aber nehmen wir diesen hier, dieser Trailer. Ich schalte euch hier dann gleich rüber. Geht überhaupt der Chat noch? Ich weiß nicht, irgendwie ist der Chat ja komisch. Und das liegt nicht nur an den Leuten, die da drinnen sind. Den Spackenverein. So, hier. Predator Badlands. Guckst du Trailer? Mach ich Vollbild, mach ich Play. I didn't think you survived. You're hunting something that can't be killed. Und was sagen wir dazu? Der schaut doch schon mal cool aus. Jojo, habe ich die Ehre, schön, dass du da bist. Trailer schaut schon mal cool aus. Drunter ist gestanden, not yet rated, und alles, was unter dem R-Rating ist, wollen wir nicht haben. Das wissen wir ja sowieso. Ich bin schon mal gespannt. Schaut sehr gewagt aus. Es erinnert ein bisschen an Predators, zumindest vom Setting her, mal auf einen anderen Planeten scheinbar. Ich bin auf alle Fälle heiß drauf. Was haben wir noch für einen Trailer-Code? Zum Legacy-Sequel von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Gibt es ja jetzt auch schon einen Trailer, und der hat jetzt auch gar nicht mehr so schlecht ausgeschaut. Wir müssen gerade schauen, von wem wir den Trailer nehmen. Sony, der geht doch hier, schau. So, da liegt wieder in der Boden umeinander. Das ist ja zauberhaft Text. Da müssen wir wieder teilen. Screen teilen. So, jeder sieht die Tante mit Kopfhörern in der Badewanne, hoffe ich mal. Boop. Baby, alles okay? Wieso gehst du nicht nach oben und machst eine geführte Meditation? Danke. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort und schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich ein weißes Licht vor. Es ruft Sie. Hallo? Spüren Sie nun, wie diese Liebe in Ihren Körper dringt und aus Ihrer Brust herausströmt. Atmen Sie schön tief ein und denken Sie daran, die Energie, die Sie ins Universum geben, kommt immer zu Ihnen zurück. Ist das eine Art Karma für das, was wir getan haben? Was, wenn jemand gesehen hat, was passiert ist? Kümmern Sie sich darum. Das ist nicht das erste grausame Gewaltverbrechen hier in Southport. Es wird nicht aufhören. Ich sollte anfangen zu trinken. Irgendjemand ist hinter uns her. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe nur eine Frage.
Was hast du letzten Sommer getan? Verdammt, dieser Ort ist einfach zum Sterben schön. Ja. Was wird uns da wohl erwarten? Das Intro schaut ja schon mal ganz verdächtig nach Scream aus. Muss jetzt nicht schlecht sein, kann ja auch eine schöne Hommage sein an den 90er-Jahre-Slasher-Kollegen. Ich hoffe zumindest, dass sie ein bisschen wilder werden als die Originaltrilogie. Die müssen wir zwar davor auch noch mal anschauen. Ist schon wieder zu lange her. Den ersten habe ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Und das ist schon so ein Slasher, der ziemlich mit der Handbremse rumfährt, muss ich sagen. Das ist mir alles ein bisschen zu mau. Was haben wir noch für Trailer? Was habe ich gesagt? Der Wednesday-Trailer ist jetzt auch online gegangen. Den können wir uns ja mal schnell anschauen. Auch wenn der Dragoncry es nicht für nötig hat, heute hier im Chat zu erscheinen, aber gut, was möchtest du? Es ist ja schon wieder schön draußen, da werden gleich wieder weniger vor dem Affenkasten. Wednesday, offizieller Trailer zur Season 2 schauen wir uns noch und dann gehen wir rüber zu unseren Kinostarts der Woche, Streaming-Charts von Woche und krassen, coolen Unboxing. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens. Trägst du sonst noch etwas an dir? Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Hast du hierfür vielleicht eine Erklärung? Sonnencreme, ist das dein Ernst? Das ist das erste Mal, dass du freiwillig zu einer Schule zurückkehrst. Wie fühlt sich das an? Als würde man zu seinem Tatort zurückkommen. Hey, Mitbewohnerin. Und ich weiß, wo man hier die Leichen vergraben hat. Lass die Puppen tanzen. Ehrlich gesagt ist sie etwas creepy, aber die Locken sind super weich. Gemacht aus echtem Menschenhaar. Wer auch immer der Mörder ist. Die Grausamkeit führt dich schon zu den Addams. Jede Familie hat ihre dunklen Geheimnisse, Wednesday. Geheimnisse mit tödlichen Konsequenzen. Mach dir keine Sorgen um mich, Mutter. Am besten bin ich in der Dunkelheit. Schaut ja gar nicht mal so verkehrt aus, würde ich sagen, der Trailer. Zumindest gefällt mir der Trailer zur Staffel 2 jetzt schon mal besser, als die ganze erste Staffel mir gefallen hat. Da war ich nämlich nicht so der Fan von. Was haben wir jetzt gesagt? Machen wir jetzt. Jetzt schauen wir uns die Kinocharts Starts an und dann die Streaming-Charts. So rum war es, genau. Ach, ich weiß gar nicht, wie weit das ist schon Satz beim Trailer. Irgendwie läuft das jetzt ein bisschen nach. Oh, ich habe vergessen, hier Strom zu machen. Passt, was haben wir denn diese Woche? Morgen am 24. April läuft The Accountants, wo mit Ben Affleck und John Bernthal, J.K. Simmons ist auch am Start. Bin mir gespannt, der erste Teil fand ich ganz cool. Dann haben wir Der Pinguin meines Lebens. Gerrit eigentlich fast angeschaut bei Pinguine Gelsern. Ich kann mir zwar nichts unter dem Film vorstellen, aber ja, in dubio pro Pinguin, würde ich sagen. Animationsfilm Der König der Könige. Oh, da spricht aber der Mark Hamill und die Uma Thurman nicht. Until Dawn wollten wir uns eigentlich heute noch anschauen,
aber gibt keine einzige Vorpremiere. Dann schauen wir uns halt morgen an und ihr dürft euch auch auf eine Folge drüber freuen, die wir dann aufnehmen. Mein Weg, 87 Kilometer zu mir. So weit, da ich für keinen anderen gehe. Kaiju Nummer 8 für unsere Anime-Fans. Mission Recon läuft an. Und das Allerwichtigste und Geilste ist jetzt natürlich bis zum, ich glaube, vom morgen 24. bis 27. April läuft Star Wars Episode 3, die Rache des Sith, nochmal im Kino. Und den habe ich damals schon zweimal gesehen und den werde ich mir auf alle Fälle jetzt auch noch ein drittes Mal anschauen. Und wieder sehr viel weinen, weil das Ende immer traurig ist. Jetzt kommt da daher der Dragon Cry, leider zu spät. Ich habe schon gesagt, nix ist Spenden halt, weil ich habe Trailer angeschaut und da beschwert sich wieder irgend so Schwanz und möchte dann zwicken sie uns wieder das Geld und dann muss ich wieder Einspruch einlegen und bis das alles sehr und keiner weiß, wo das Geld dann hinkommt und weiß das eh. Ich poste einen Paypal-Link unten in die Beschreibung und könnt es da hinschicken. Stabile Frisur, sagt er. Klar, Alter. Going out in style ist mein Motto. Du hast auf alle Fälle versammelt, wir haben uns den Trailer Wednesday Staffel 2 angeschaut. Ich habe sogar die Info zum Release bis zum Schluss rauszögert und den Trailer am Schluss angeschaut, extra für die Dragon Cry, weil ich weiß, dass du diese Serie gerne hast, aber mit so einer Riesenverspätung hat ja keiner rechnen können. Was haben wir noch? Quiet Life läuft da, clandestin. Eine letzte Reise, The Colors Within, ist auch ein Anime, der übrigens unglaublich schön ausschaut. Also das war also ein Ding, das ich mir eventuell im Kino bauen darf. Pink Floyd at Pompeii, ja, Pink Floyd darf ich mir nicht mehr anschauen, wenn es bei mir im Wohnzimmer stehen und spulen. Blinder Fleck, Toxic auf dem Cover, das schaut irgendwie aus wie der Bur damals vom Rob Zombie, sein Halloween-Remake. Funny oder wie rettet man ein Wirtshaus? Das kann interessant sein, kommt von Dropout Cinema, die haben in der Regel gute Sachen dabei. Perfect Endings. Alfred Morettis Opus ist ein Horrorfilm. Say what? Die gute Frau, glaube ich, spielt auch bei The Bear Meat. John Malkovich, Murray Bartlett, Ayo Edebiri. Aha. Opus sollten wir uns mal aufschreiben, schaut interessant aus. Juli bleibt still, Shividi Lars ist LOL, ich schaue mir nichts mehr an mit LOL. Bernadette von Lurch, das Musical, ein stummer Hund will ich nicht sein. Wie viele Filme laufen denn die Woche eigentlich an? Cesaria, Evora, Eon, Oz, Med-Opera, das ist alles nur noch Bullshit, interessiert keine Sau nicht. So, was jetzt hier los? Dragon Cry wird mit vornehmer Verspätung. Ja, diesmal ist es wirklich eine Frechheit, so spät wie der diesmal gekommen ist. Aber anscheinend hat er gewusst, dass wir uns Trailer anschauen und er nichts zu spenden braucht. Darum hat er das ausgenutzt, halt die Wuitsau. War leck, Episode 3 hat mir damals als Kind so gebrochen. Ja, also, und der bricht mir immer noch. Also dieses, du warst mein Bruder, bei der Szene, da muss ich immer noch weinen wie ein kleines Mädi. Trailer hat er schon gesehen zu Wednesday und was soll ich machen? Aktuell viel Arbeit. Einfach weniger arbeiten. So leicht darf es gehen. Herz auf mich, ich gebe euch die Arbeitstipps. Streaming-Charts. Platz 10 auf Netflix, die dritte Staffel von Love on the Spectrum US, kenne ich nicht. Platz 9 auf Apple TV Plus, die erste Staffel von Your Friends and Neighbors, kenne ich nicht. Dann haben wir den 8. Platz, wieder Netflix, die erste Staffel von Bad Influence, The Dark Side of Kidfluencing. Ach, ich bin gerade schon Kidfluencer gewesen, weil dann müsst ihr die Heine da sitzen und euch belustigen. Für nix. Und wieder nichts, weil keiner von euch ein Stadia-Abo macht, das knickerten Schwanz. Ausgenommen alle, die ein Stadia-Abo haben. Euch liebe ich, alle anderen hasse ich. Dann haben wir hier noch Platz 7, wieder Netflix, die erste Staffel von The Residence. Netflix, erste Staffel The Gardener auf Platz 6. Wieder Netflix mit der ersten Staffel von Puls auf Platz 5. Dann haben wir Paramount Plus, erste Staffel Mobland, den 4. Platz. Jetzt in den Top 3. Da geht's los mit Max. Die erste Staffel von The Pit ist der 3. Platz. Dann haben wir wieder Paramount Plus mit der 2. Staffel von 1923 auf Platz 2. Und als Neueinsteiger, viele, glaube ich, erwarten jetzt The Last of Us. Aber nein, es ist Black Mirror, die 7. Staffel auf Netflix. Mir wundert es echt, dass hier The Last of Us noch nicht drin ist, weil hatte ja einen millionenfach so hohen, was weiß ich, wie viel millionenfach höheren Serienauftakt als die erste Staffel.
Und ja, nach der zweiten Staffel, glaube ich, wissen alle, die das Spiel nicht gespielt haben, durch welche Hölle das wir Zocker gehen müssen, weil, ja, Folge 2, schön ist das nicht, das sage ich eigentlich, schön ist das nicht. Muss eigentlich immer nur verarbeiten. Ich wollte eigentlich nicht noch wieder durch müssen. Ich wollte da nicht wieder durch. Und was ist wieder los? Review-Bombing ist auch gesagt. Eine unglaublich, also die ersten 2 Folgen sind wieder unglaublich hochwertig produziert, geil gespielt, alles sehr geil geschrieben und so weiter. Und dann wird schon wieder gebombt wegen Frauen, die sich küssen, dass ich bei Last of Us Review-Bomb, aber später dann auf Pornhub suche. Und eben wegen dem Finale von der zweiten Folge wird gebombt. Also ich hasse Menschen einfach. Nehmt ihr das Internet weg oder alle Bewertungsplattformen, in denen ich halt der Otto-Normalverbraucher bewerten kann, weil es anscheinend keiner richtig hernehmen kann, diese Review-Bomb-Fotzen. Oder da gibt es nächstes Mal mehr Spenden als Entschuldigung für Doppel-Potato. Ja, das ist ja schön. Hat mir zwar aber nicht so mitgenommen wie im Spiel. Ja, im Spiel bist du dann nochmal intensiver drin und musst sagen, wenn du das selber spielst und so. Also hat mich auch intensiver mitgenommen, das Spiel. Und ja, das Spiel fickt dich halt auch nochmal anders, weil du musst ja dann die gute Tante auch noch selber spielen. Und also Naughty Dog hat mit Last of Us 2 schon ganz schön gemeine Sachen mit uns gemacht, muss ich sagen. Ist da noch einen kleinen Siegesschluck. Ich weiß zwar nicht, wo ich gewonnen habe und wo ich gewonnen habe, aber ist ja wurscht. Denn wir steigen jetzt um zum Finale des heutigen Kassettenschmerz und tun Unboxen tun. Haben sie jetzt selber gespielt? Ja, da hast du wahrscheinlich dann die Emotionen von den Mo auch noch mit aufgesaugt und hast es selber gesehen, das ist ja doppelt so schlimm. Du hast ja für 2 Menschen praktisch gefühlt fast wie eine Schwangere. Irre, was du mitmachst. Fangen wir mal an mit diesen stürmischen Funken hier. Die stürmischen Funken. Da wuseliger Katze benannt, wer ist das? Oscar. Ich kämpfe mal wieder mit dem Öffnen. Da ich bei der Maniküre war, habe ich ganz, ganz kleine Fingernägelchen und kann nicht gescheit einritzen. Aber ich habe es geschafft. Weil ich ein richtiger Mann bin. Bobungos haben wir hier als erstes Mal. Einen Schwammerl, der festkleben tut. Sind wir wieder beim Stichwort Schwammerl, gell? Last of Us Pokémon machen uns alle fertig. Dicta macht einen Überraschungsangriff von unten. Puh! Super Kamera, wird nicht scharf. Dann haben wir einen Ramot oder Ramos, keine Ahnung. Turbulente Flügel hat er und macht einen Blutsauger. Der Sepp. Ziemlich aggressiv. Ich hasse meine Kamera. Ich muss jetzt dann echt einmal neu kaufen. Es nervt mich. Oh, schaut hier, Tokebi. Klaps. Macht einen Klaps. Was haben wir da? Ein Grimanzo. Geh nicht. Glühen und hat einen feuerroten Blaster. Piu, piu. Dann haben wir eine Fauxpass-Beere. Irgendein Item. Braucht kein Mensch nicht so abhauen. Azumerel hat glitzernde Bläschen und Risikotackle. Bei glitzernden Bläschen wird immer zum Doktor gehen. Boah, da schaut's her, das ist ja mal eine crazy Karte. Eine Trainerkarte, den Wechselschalter, voll so lila und mit Blink Blink. Das ist sicher 1000 Euro wert, das Ding. Nochmal eine krasse Unterstützer-Trainerkarte von der Levi. Das sind die richtig fetten Karten, die da jetzt rausgeballert werden. Dann haben wir noch ein Scarabucks, Dreifachzug und Gegenzug, lauter Züge und tut Schillern tun. Also dieses Backerl hier muss 1000 Euro wert sein. Basisenergie, Wasser. Wenn ich jetzt nicht ein gemachter Mann bin, dann muss ich es auch nicht. Machen wir dazwischen, machen wir uns One Piece. Warum wird es eigentlich bei jedem Mal immer nur für Pokémon entschieden? Warum keine One Piece-Karten unboxt haben? Warum hassen sie alle One Piece? Das ist immer eine wichtige Frage, weil der Corby leidet unter diesem One Piece-Bashing, das er da betreibt. Er ist nämlich ein riesiger One Piece-Karten-Fan. Sexuell muss man in Zukunft einen Nagel lang lassen, so einen geilen kleinen Koksernagel. Den brauche ich aber nicht zum Koksen, sondern zum Karten-Unboxen. Vielleicht auch zum Koksen, so, also weiß ich jetzt noch nicht. Bin ich noch zu jung für so etwas. Und zu arm, glaube ich auch. Hallo! Jetzt. Wow, so kreisel, glaube ich, ist noch nie so ein Backel aufgemacht worden. Schauen wir mal, was wir da jetzt drin haben. So, einmal
Buckin-Charakter, die tut weinen. Wein. Was ich aber schon mal sagen muss, also die Qualität von den One Piece-Karten ist sehr viel hochwertiger. Die sind viel griffiger, viel stabiler, birgen sie nicht so. Aber was weiß ich schon. Biscuit Warrior. Dann haben wir hier den Viscount Yoko, den habe ich glaube ich schon 8000 Mal. Die Karten kommt mir so bekannt vor. Was haben wir da? Ein Event, Burn Bazooka, schießt voll durch Bam durch. Basil Hawkins, cooles Motiv, coole Figur. Count Nivatori, da ist schon wieder so ein Kickerl, aber das ist glaube ich ein anderes Kickerl. Warte mal, da war da vorher gerade schon so ein Kickerl da. Kickerl, wo ist er? Da ist er. Ah, das sind unterschiedliche, das ist eine Evolution oder so, schaut's her. Und mit Kickerl unten so Calimero-Unterhosen statt Hut. Und da hat er sich dann angezogen. Ist ja verrückt. Ist ja verrückt, was die da alles dabei haben. Was haben wir hier? Ein Charakter Nitro. Nächste Katze ist unterwegs. 4. Hab keinen Bock auf euch. Event It's to Die For. Neko Mamushi Charakter. Dicke, fette Katze. Charakter Lapins. Der sagt mir jetzt irgendwie gar nichts. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ja schon wieder so eine herzreißende Karte hier, nämlich ein Event, Thank You for Loving Me. Und If You Know, You Know. Da muss man dann auch gleich wieder cryen und tut auch noch Glitzern tun. Und dann haben wir noch den Dr. Hiriluk Charakterkarte, auch wieder so voll am Schillern. Die Figur wird übrigens als in der Realserie in der zweiten Staffel eingeführt, soweit ich das weiß. So viel emotionale Sachen diesmal hier. Wir haben uns jetzt über Last of Us 2 unterhalten, da muss man warnen, Star Wars Episode 3 muss man warnen, hier jetzt gerade eine Karte zu einer Szene aus One Piece, in der man warnen muss. Es ist alles hier so emotional aufgeheizt. Machen wir gleich noch eine Unboxing-Session mit Reisegefährten, Booster Pack. Vielleicht können dann die Tränen ein bisschen vertrocknen in der Zeit. Außerdem ist auch gut, dass bei den One Piece Karten ist nicht immer so Hurenkarten dabei, wie bei Pokémon. Was seid ihr? Was mache ich mit dem Scheiß? Hau ab mit dem Trick. Schmeiße einfach nur weg, das Ding. Genauso wie das Booster gleich, wenn ich es sofort aufkriege. Ich raste aus. Alles gut, hab's geschafft. Alles gut, ich hab's geschafft. Weil am Ende des Tages bin ich ja nach wie vor einfach ein Hund. Was steht da hinten drauf? Da war wieder Geschichte gewesen. Oh Gott, warum ist das? Trainer-Pokémon stürzen sich in den Kampf. Stürzt euch noch in den Kampf. Was haben wir jetzt hier? Billy und ein Onea. Scheißdreck. Pam, der uns seinen Hintern mit Analplug zeigt. Dicker, weißer Puschel am Ende des Analplugs. Pico Chiller macht einen Hieb. Hieb. Lil Minip, Blattschritt. NSAP Plus. Aha. Elektroball, Tick, Boom und Stromball hinten nachher. Piu. Dann haben wir eine Hopstasche. Wie viele scheiß Items sind da eigentlich erinnern? Nochmal NSAP, okay, also wir haben jetzt fast noch. Da ist sogar Platz zwischen dem NSAP, da haben sie anscheinend einen Buchstaben vergessen. Was ist mit euch Nazis? Bernd Höcke gefällt das. Bernd Höcke fängt jetzt wegen dem Pokémon Booster Reisegefährten, fangen sie jetzt in der AfD zum Pokémon-Karten sammeln. Wow. NSAP Plus und das mir aber auch noch in Schillern. Schaut euch das an, ist ja verrückt. Hops Urgel, wankelmütiges Spucken, auch in Glitzer. Und dann haben wir noch einen Zwolok, hat Fähigkeit herausforderndes Horn, das habe ich auch. Und verteilt Kopfnüsse. Endlich ein bisschen was, damit ich noch einen Schwanzwitz einbauen habe können. Es war fast ein Unboxing geworden ohne Schwanzwitz. Wie soll denn das gehen? Blattenergie haben wir noch. Interessiert aber auch wieder mal keine Sau. Ja, das Boxing hier jetzt gerade, das war ein bisschen mau, muss ich sagen. Aber ich glaube, das erste Booster hat mir reich gemacht. So, jetzt bin ich um Kabel hängen geblieben. Da haben wir es wieder geschafft für heute, würde ich sagen. Ich werde nämlich jetzt dann mich zurückziehen und, weil ich habe endlich, weil es gerade da am Tisch noch liegen habe, gesehen, Krieg und Frieden durchgelesen und bin fertig damit. Und kann jetzt endlich weitermachen mit dem nächsten Star Wars High Republic Buch. Das habe ich heute nämlich auch gerade noch gekriegt. Into the Dark. Piu. Das wird mein nächstes Büchlein sein zum das ich lese. Oder soll man das nächste Mal ein Kassettchen machen? Kann man hersitzen?
Und dann lese ich euch vor aus Star Wars The High Republic Into the Dark. Not everyone who hears the call to adventure wants to answer it. Von Claudia Gray. Ja, das kann man mal eine Lesesession. Oh, schaut her, das ist so richtig, das ist große Buchstaben, viel Zeilenabstand, das mag ich. Das mag ich. Scheiß Krieg, Krieg und Frieden war geschrieben, wird Bibel. Naja, ich sage danke an alle, die zugeschaut haben. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer. Was haben wir heute? Mittwoch. Kriegt es die Woche noch was von uns? Nein, die Woche kriegt es nichts mehr. Es kriegt nächste Woche auf alle Fälle eine Until Dawn-Folge. Dann ein Kassettenschmerz wie üblich und ein Talkthrough gibt es nächste Woche noch. Genau. Drum, holt euch über Wasser mit dem Zeug, das wir jetzt veröffentlicht haben. Wir haben ja einen Haufen ausgeschissen zum Hardline-Recap-Folgen zu den ganzen Tage. Vorbesprechung, riesige Nachbesprechung, Interviews. Also da seid ihr erstmal versorgt mit dem Hardline-Shit. Und dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Danke fürs dabei sein. We potato you again. Macht Steady-Abos nicht vergessen. Und au revoir.